Hallo miteinander und herzlich willkommen zu der 148. Folge vom grandiosen Vollinen Podcast. Und heute wird es am Namen gerecht, grandios, weil wir haben heute einen speziellen Gast bei uns. Weihnachtsfolge kann man sozusagen sagen. Und in dem Sinn begrüßen Oskar und ich ganz herzlich den Fabio Scherer bei uns im Podcast. Guten Morgen. Hi Fabio. Guten Morgen, hallo zusammen. Danke vielmals für die Einladung. Ja, Sehr gerne. Es freut uns, dass du da auf Zürich gekommen bist, vom weiten Engelberg, wenn man das so sagen kann. Ja, Fabio, erzähl mal kurz, also vielleicht vorweg, der Fabio, wir werden später noch dazu kommen, fährt ganz schnell Auto. Was er genau macht, werden wir später noch anschauen. Jetzt wollen wir aber kurz wissen von dir, wie so deine letzte Woche war, was du so gemacht hast. Du hast vorher gesagt, es ist so eine mittelmäßige Woche gewesen, aber das nimmt uns jetzt Wunder, wieso du genau das gesagt hast. Ist jetzt nicht unbedingt der Alltag die Woche. Vor Weihnachten ist halt ein bisschen die ruhigste Zeit im Motorsport, trainings- und fahrtechnisch. Viele Sponsorensachen, eben Weihnachtsessen von Sponsoren und so Sachen. Also heisst eher ungesunde Woche. Ein Gläschen zu viel mehr als sonst. Ja. Aber sonst es ist gut gewesen, ja, ich habe schon noch trainiert, habe gleich 3 Trainings gemacht, aber schon eher Regenerationsbasis. Also ist es wirklich so, dass du sonst eigentlich strikt auf deine Ernährung schaust und aufs Trinken, ich nehme jetzt nicht an, als Sportler trinkst du sowieso nicht die ganze Zeit, aber wenn du sagst, mal ein paar Gläser mehr, dann ist das normalerweise wirklich gar nicht möglich. Sagen wir es mal so, also ich bin nicht der zum Nacht ein Glas Wein oder so etwas trinkt, also brauche ich nicht und ist sicher auch nicht förderlich, weil umso leichter, umso besser im Motorsport. Ja. Und durch das ist sicher das nicht das Thema, aber eben nach einem guten Erfolg oder im Winter mal eine Après-Ski-Party oder so, das liegt schon mal drin und ich glaube, das schadet auch niemandem. Gut, als Rennfahrer müsste man ja eigentlich gerne Champagner haben, oder? Das ist so. Ich verspritze ihn lieber als trinken, ganz ehrlich gesagt. Aber das ist immer ein gutes Gefühl, das ist so. Nein, fantastisch, Fabio. Und ja, eben, du hast gesagt, vorweihnachtlicher Stress. Wie sieht es aus mit Weihnachtsgeschenken? Sind die alle schon besorgt? Oder lagert man das als Rennfahrer, als Management aus und sagt man da, hey, könnt ihr bitte schauen? Nein, das ist etwas für den 24. Du hast wahrscheinlich deine eigenen Fanartikel, die du kannst den Leuten verschenken, oder wie machst du das? Bei gewissen funktioniert das natürlich, Ja. bei anderen weniger, weil meine Freundin haben mir bei vielen geholfen, kann ich nicht gut Ja. meine eigenen Merch verschenken. Aber sonst schon etwa mal, aber eben für die Familie muss ich natürlich schon irgendein Geschenk sonst auftreiben, weil ohne sie könnte man den Sport schwierig ausüben zu einem gewissen Punkt. Ja, das ist doch super so. Fabio, wir haben uns vorher gefragt, wo wir ein bisschen besprochen haben, was wir jetzt in diesem Podcast werden machen, wieso du nicht bekannter bist in der Schweiz. Ich meine, du hast doch jetzt in der letzten Zeit auch einiges erreicht. Wir werden später noch zu dem kommen. Also warte, sag schnell, was das Größte ist, was der Fabio erreicht hat, weil darum die Frage. Also darum sind wir überhaupt auf diese Frage gekommen. Genau. Also der Fabio hat das 24-Stunden-Rennen von Le Mans gewonnen. Und ich meine, das sagt doch auch etwas an Leute, die nicht so im Motorsport dabei sind. Und wir haben uns dann gefragt, wieso du nicht bekannter bist in der Schweiz oder berühmter, wenn man das so sagen darf. Wie siehst du so die Relation von deinem Erfolg zu deiner Bekanntheit? Das ist eine sehr politische Frage. Muss man auch immer ein bisschen aufpassen, wenn man das beantwortet. Ich bin zwar an einem Punkt angekommen, wo ich muss sagen, ja, man muss raus mit dem, weil ich sage ganz klar, das ist eigentlich hauptsächlich medienverantwortlich, da Motorsport zu nichts gehört, also nicht Swiss Olympic ist oder irgend so, Ja. also die Gelder nicht gesprochen bekommt, sind natürlich auch die Medien nicht unbedingt auf dieser Seite, weil das ist ja alles ein bisschen subventioniert und zusammenhängend. Ja. Das ist Punkt 1 und Punkt 2 da. Gerade beim SRF Motorsport als nicht ökologisch angeschaut wird, ist das natürlich ein riesen Problem. Und
Das hilft natürlich alles definitiv nicht, weil Anhänger jetzt mehr als genug. Ich staune immer wieder, wie viele Leute das mich irgendwo kennen oder das verfolgen und so weiter und so fort. Also die Freude ist definitiv vorhanden, aber es ist wie schwierig, das zusammenzubringen. Und es gibt mega viele Schweizer, die auf Motorsport Freude haben oder schöne Autos daheim haben, aber das kaum getrauen zu sagen. Und das ist effektiv ein bisschen ein Problem. Krass. Meinst du, hat das auch ein bisschen damit zu tun, dass wir in der Schweiz keine Rennstrecke haben und entsprechend auch so die Rennkultur irgendwo durchfehlt, dass es halt die Rennen im eigenen Land gibt? Eigentlich nicht. Auf eine Art sicher, wäre besser, wir hätten in der Rennstrecke, ist klar. Aber ich bin noch nie an einer Rennstrecke gewesen, wo es nicht Schweizer hatte. Ja. Egal. Das letzte Rennen, also das Portimao, war nicht ein grosses Rennen gewesen, sind eine Gruppe von Frauen in unserem Alter, hätte ich jetzt gesagt, gekommen und haben gesagt, du bist doch von unserer Region, einfach gerade Bauerndeutsch geredet. Und ich so, noch lustig, dass jetzt hier in Portugal, und da habe ich geredet und dann haben sie gesagt, ja eben, wir sind, ich glaube, 3 Dörfer von dir weg. Ich so, ja, von wo denn? Und das war genau so gewesen. Also das Interesse ist wirklich da und man sieht es auch immer wieder, aber es ist wie, es schafft einfach den Punkt mit den Medien nicht ganz zu packen und man muss irgendwie alles selber machen, weil es gibt wie zu wenig Leute in den Medien, die sich auch auskennen mit dem Motorsport, habe ich manchmal das Gefühl. Ja, darum freut es uns, umso mehr bist du bei uns und kannst uns ein bisschen erzählen und hoffentlich ein paar Leute dazu bewegen, sich ein bisschen mehr mit dem Motorsport auseinanderzusetzen, weil ich weiss, uns beiden liegt es wirklich am Herzen. Voll, ja. Und es ist etwas, was uns mega interessiert, aber darum, Fabio, fangen wir doch mal von ganz vor an. Wir haben das Thema Schweiz schon besprochen. Wie ist es so, als junger Bub in der Schweiz, wenn man mit Motorsport anfangen will? Wie war es bei dir? Wie hast du angefangen? Ohne Vorbelastung von der Familie ist es relativ schwierig, in den Sport hineinzukommen. Ist aber heute ja bald im engen Sport so, dass es schwierig ist, dort reinzukommen, weil das geht so gleich los. Bei mir war es, mein Vater ist selber 8-mal Schweizer Meister im Kart. Und wir sind nahe von der Kartbahnwolle, bin ich gross geworden. Und dann sind wir halt viel drinnen gewesen, eben noch seine Bekannten und so. Und da habe ich immer gestürmt, ich will auch Kart fahren. Und er immer, nein, es ist zu aufwendig und zu teuer. Und irgendwann habe ich dann halt mein Götti geschafft, überschnüren, dass er mir zum Geburtstag eine Kart geschenkt hat. Gerade so? Und dann hat das angefangen. Und nachher bin ich eben noch lange Skirennen gefahren und da habe ich eigentlich beides parallel gemacht und die ganze Zeit war immer, bleib beim Skifahren, ist für uns einfacher, günstiger, ist Struktur auch, man muss nicht alles selber machen. Aber der kleine Fabio, sage ich jetzt mal, hast immer lieber Kart gefahren, dort mal und dann später Auto, als Ski, weil im Sommer bei 30 Grad Skifahren, das habe ich nie so ganz verstanden. Ich fahre sehr gerne Ski, aber eben zu wenig gern, sage ich jetzt mal, dass ich den Weg verfolgen konnte. Ja, das ist voll, also ich meine, es ist, was du gesagt hast, fast unmöglich für einen, der einfach den Bubentraum hat in der Schweiz, wahrscheinlich zum Rennfahrer werden, das zu werden. Was würdest du denn sagen, eben, jetzt nebst der Familie, was sind die wichtigsten Faktoren in deiner bis jetzigen Laufbahn, die dir das eigentlich ermöglicht haben? Weil ich behaupte, und das ist eine Behauptung, ohne Politik schafft man es nicht. Also eben mit Connections und sich in die Aufmerksamkeit hineinbringen. Was hast du das Gefühl? Welche Punkte sind entscheidend gewesen? Das stimmt alles sehr gut. Also ohne Erfolg geht es also gar nicht. Das ist ja in jedem Sport so. Also das ist sicher Punkt 1 und das bleibt auch gleich. Aber man muss definitiv auch Leute motivieren und mitreißen. Das ist sicher ein Punkt, wo mehr ist im Motorsport als sonst, weil eben, du musst ein Netzwerk aufbauen mit Sponsoren, später mit Medienbetreuung, mit eigentlich allem. Also wenn ich überlege, wie Menge das mir irgendwo hilft in einer Form, dann komme ich sicher auf 100 Leute. Und krass. Das geht bis hin ins Bundeshaus, wo ich noch ein paar
Leute habe, die mir ein bisschen helfen. Bist du wirklich am Lobbyieren? Genau, kann man so nennen. Nein, eben, und das sind Sachen, kenne ich viele andere Sportarten gar nicht, wenn ich es mit Skifahren vergleiche. Sobald dass du im Swisski bist, musst du eigentlich nichts mehr anderes machen als Skifahren. Also, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber Ja, wir wissen, was du meinst. Ist alles vorgegeben. Und in dem Niveau von dem Motorsport ist das ganze Paket an. Also, ich sage heutzutage Fahren, ich sage immer, eigentlich an den dümmsten Sport ausgewählt, weil das effektive Fahren ist wahrscheinlich etwa bis 6-8% vom ganzen Aufwand. Was? Und das sind, Holy shit. und das sind schon so ein bisschen Punkte, wo man manchmal muss sagen, es gibt auch andere Sportarten. Ja, das glaube ich dir. Also, Und- Also es ist heftig, die Zahlen, aber die anderen Prozent, also du sagst jetzt 6-8% vom Aufwand ist das Fahren. Aber ich nehme jetzt an, dass du dich nicht 100% um die anderen Sachen kümmerst, weil du hast ja eben, wie du gesagt hast, deine 100 Leute. Das heisst, wie viel am Schluss von deinem Aufwand kannst du wirklich ins Fahren rein tun? Also es geht schon alles ums Fahren, aber eben, muss man jetzt ein bisschen voneinander nehmen. Zum Beispiel eben, heutzutage ist es sehr limitiert mit Fahren, also mit Testen, irgendwo trainieren, sage ich jetzt mal. Durch das macht man eigentlich die ganze Vorbereitung im Simulator und sehr viel auch mit Ingenieur-Meetings, zum Beispiel eben Videokonferenzen, Setup-Besprechungen, all das Zeug. Also es ist wirklich sehr viel Aufwand diesbezüglich. Ja. Trainieren ist heute noch, ich gehe am meisten Kart fahren. Ich fahre glaube mehr Kart als Rennauto, als Training über das ganze Jahr gesehen. Ja. Und ich habe das Gefühl, das hilft mir auch sehr viel, weil die Basis ist schlussendlich das Gleiche. Sagt ein oder andere, ja, aber das ist ein Spielzeug, aber das System bleibt überall gleich, plus minus. Klar ist das Auto noch schwieriger zum Fahren und das kommt auf mehr drauf an, aber für die Reflex und Kondition und all das Zeug ist es gleich super. Ja. Wie gross würdest du sagen, ist ein Unterschied, weil du hast ja die Laufbahn auch gemacht, vom Kart nach in den Formelsport, wenn du eben von einem Kart in ein Formel-4-Auto wechselst, wenn das Fundament das gleiche ist? Ich würde sagen, der grösste Unterschied ist eigentlich nicht unbedingt das Fahren, sondern mehr das Drumherum. Weil im Kart hat man einen Mechaniker oder zum Teil sogar der Vater, der schraubt, also relativ simpel. Und sobald das nachher das Auto geht, hast du einen Mechaniker und einen Ingenieur. Also führst du eigentlich wie deine eigene kleine Firma, sage ich immer. Nur der einzige Unterschied ist, du kommst es jeden Tag, fällt dir gerade das Gesicht über, wenn du nicht gut gearbeitet hast mit diesen Leuten. Okay. Und das ist dann noch speziell, als so 16-, 17-Jährige mit dem klarkommen, dass du eigentlich Leute führen und das auch ernst genommen wirst. Weil das kommt auch noch dazu. Und eben die Teams bestehen in der Regel aus 4-5 Autos. Also das ist schnell mal 30 Leute, die in so einem Team arbeiten. Und das sind so Punkte, du musst dich auch gegen Teamkollegen durchsetzen. Das ist das Einzige, was ich jetzt zum Beispiel im Netflix Drive to Survive muss sagen, wo stimmt. Das politische Kampf zwischen den Fahrern, weil der erste Gegner ist immer der Teamkollege. Das klingt brutal, aber es ist der Einzige, der das gleiche Material sollte haben wie du. Sollte. Ja. Und das sind alles so Punkte, wo dann nicht so einfach sind. Und ab der Formel 3 zum Beispiel hast du schon 2 Mechaniker, vielleicht sogar mehr als ein Ingenieur. Und dann sind wir dann schon in einem Punkt, wo es gross wird. Und was auch extrem ist, jeder, der vom Kart kommt, sagt, denkt im Formel 4 das erste Mal, ja, wenn ich mal ein Seich gemacht habe, dann verkaufst du doch am Ingenieur irgendetwas. Aber das geht eben leider nicht, weil die sehen, jede Bewegung, die du machst, Gas, Bremse, Kupplung, Lenkung, alles aufzeichnet und die Kamera hast du auch drin. Also machst du immer eine zweite. Okay. Und das sind alles so Sachen, die nicht so einfach sind. Krass. Was mich da noch wundernimmt, sorry, Nein, es ist eben so, man muss sagen, der Oskar ist wirklich unser Formel 1 oder eben Motorsport-Liebhaber unter uns zwei. Also ich habe mich richtig gefreut, dass du kommst, Und weil jetzt kann ich ein bisschen abnerden und darum wird er jetzt mir immer ein bisschen zuvorkommen, aber ich versuche auch ein paar Fragen zu stellen. Also komm, schieß los. Nein, eben, weil wir es gerade von Formel 4 und Formel 3 haben.
Und vom Thema, wie man sich durchsetzt gegen seine Teamkollegen. Ich meine, in der Theorie sind das ja Spec-Series, also dass alle das gleiche Material haben und im ganzen Feld. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Nein, das stimmt eigentlich im Grundsatz, ja. Aber man sagt ja auch, mit Geld kann man sehr viel machen. Und jetzt ist meine Frage, was bedeutet das? Weil das wird mir wie nicht klar. Wo kann ich noch etwas rausholen, wenn alle das gleiche Material haben? Es ist, also jetzt können wir Stunden über das diskutieren, weil das kann man sehr, sehr tief ins Detail gehen, sage ich jetzt mal so. Aber ich gehe jetzt zurück zu der Zeit, als ich gefahren bin. Formel 4 war wirklich total Spec, alle das gleiche Auto, gleich Motor. Hast auch nicht so viel können machen. Aerodynamik hast du zwar gehabt, aber es ist wirklich zwischen einem Kart und einem richtigen Formel-Auto ist das etwas gewesen. Es war auch nur 500 Kilo gewesen, also das ist wirklich noch Basics. Ja. Und dort hast du Sturz, Federn, Fahrzeughöhe, Luftdruck, ja, ein bisschen Flügel einstellen. Das war etwas, was du machen konntest. In Theorie. Du hast dann natürlich, wenn du die Radlager richtig behandelst, die voneinander nimmst, richtig zusammensetzt zum Beispiel, 10 Flügel kaufst und nachher aussortierst, welcher das der beste ist, mit Vermessen und all, holst du schon noch ein bisschen Zeit aus. Ja. Und durch das, dass ich mag mich erinnern, als erste Zeitfahren vom Jahr, bin ich glaube Vierter gewesen mit 500 Rückstand. Und der 20. hat irgendwie 4 Zehntel verloren. Also, da redet immer, ja. Heutzutage ist das Niveau überall so hoch und so kleine Abstände, dass jedes beschissene Detail, auf gut Deutsch gesagt, einen Unterschied macht. Auch im Kart. Ich bin glaube an der Kart-WM einmal im Zeitfahren 50. gewesen und habe kaum 4 Zehntel verloren. Krass. Von irgendwie 140 gefahren. Also das ist... Ja, das merkst du eigentlich nicht einmal auf eine Runde. Klar, eine Kartrunde ist noch irgendwo bei 55 Sekunden, aber gleich. Yeah. Und das sind alles so Punkte, die extrem heikel sind. Und eben zurück zum Auto wieder. Und Formel 4 ist wirklich... Du musst in einem guten Team sein, wo du auch fahrerisch vorwärts gebracht wirst mit Technik, sage ich jetzt mal. Ja. Und mit Simulator und alles. Und das ist wichtig, dass du eigentlich viel lernst. Und nachher der Formel 3 steht mal noch ein bisschen anders als heute. Ist eigentlich die traditionell noch gewesen. Wie vielleicht die Senna geschaut haben. Da hat es 2 Motorenhersteller gegeben, VW und Mercedes. Und das Auto war eigentlich einheitlich und du hast gewisse Eigenbauteile verbauen. Also wirklich ein richtiges gutes Rennauto. Auch zum Lehren als Fahrer hast du viel Unterschied können machen. Und das war wirklich eine Top-Meisterschaft. Dort sind zum Beispiel Schumacher ist gefahren, dazu ist gefahren, der Palou, der IndyCar-Champion ist. Also wirklich alles, was ein bisschen Rang und Namen hat, ist hier gefahren. Ja. Und das ist schon... das war richtig lehrreich und alles. Und dort es zwar verschiedene Hersteller gehabt, aber durch das, dass die alle gesagt haben, wir müssen das Beste liefern, weil wir wollen gewinnen, war es eigentlich ausgeglichener gewesen, als zum Teil, wenn du Spec-Cars hast und immer alle, zum Beispiel jetzt einen Fiat-Motor haben, dann sagt sich Fiat, wieso soll ich mir uns Mühe geben bei diesem Motor? Das ist klar. Und das ist genau dann manchmal ein bisschen das Problem diesbezüglich. Okay, spannend. Und eben durch das, noch zu deiner wirklichen Frage eigentlich mit dem Geld. Umso mehr Geld du hast, auch beim Testverbot. Jetzt gibt es Leute wie der Mazepin oder der Zu oder der Norris ist eigentlich das gleiche Beispiel. Der hat alles gemacht, was er können. Weil der kommt aus sehr, sehr wohlhabender Familie. Der hat ist Testverbot gewesen, jetzt hat er einfach das Auto nachgebaut. Und dann einfach privat gefahren. Und ist privat testen, 50 Tage im Jahr. Oh mein Gott. Der andere ist, ich bin 12 Tage im Auto gesessen. Das sind so Punkte, krass. Da kannst du halt viel wegmachen, wenn du mehr Geld hast. Aha. Das wäre gerade meine Anschlussfrage gewesen, eben der Wechsel vom Kart zum Auto. Wie sieht das finanziell aus, jetzt von der Abstufung? Von was reden wir da? Es ist... Heutzutage ist die Karte leider auch viel zu teuer, weil... Also ich habe mal gehört, es sei 6-stellig, wenn man wirklich auf Weltmeisterschaftsniveau fahren will. Stimmt das? Das ist nicht weit hergeholt, ja. Aber die meisten, die Kart fahren,
gehen auch nicht mit die Schule. Also die sind Verstappen. Ich glaube, der hat nie eine Schulbank von innen gesehen. Ja, nur Tankstellen. Ja. Der ist ein bisschen älter als ich. Ich kenne ja die alle ein bisschen. Und ich habe gehört, er sei 300 Tage im Jahr im Kart gesessen. Scheiße. 35 bis 40 Kartrennen im Jahr gefahren. Oh, Und das crazy. ist natürlich, der holt dir einen Vorsprung raus. Siehst du mal, als Schweizer gang mal nicht in die Schule, dann hast du schon das grösste Problem. Mhm. Das geht ja schon gar nicht von der Behörde her. Ja. Und zweitens, er akzeptiert wahrscheinlich auch keine Familie. Ja, logisch, ja. Und das sind alles so Sachen, was natürlich gewaltig ist. Norris, Verstappen, die haben das leider alles auf ein neues Level gehoben mit Professionalität. Mhm. Und durch das, ich sage auch vieles kaputt gemacht, vielleicht Mhm. ein bisschen brutal ausgedrückt, Ja. weil das familiäre Kartfahren ist eigentlich vorbei. Weil der Norris hat mal schon mit 12, 13 einen Physio dabei gehabt, einen Lehrer dabei gehabt, Scheiße. einen Arzt dabei gehabt. Also etwa 5 Leute hat er dabei Also der hat eigentlich schon als Junior quasi als Profi gelebt. Der hat professioneller gelebt, als die meisten Skifahrer im Weltcup unterwegs sind. Also nicht abschätzen oder so, Ja, aber nein, wir verstehen dich. völlig jenseits von Gut und Böse. Mhm. Und das ist so, wenn jetzt auch Fahrer ist, das kannst du wegmachen. Du kannst nie den Vorsprung durch Setup Ja. einholen innerhalb von denen, an der WM zum Beispiel. Ich bin meistens angekommen, zum Beispiel in England oben kannst du ja nicht trainieren. Mhm. In England angekommen an der Strecke, die 6, 7 freie Trainings gefahren, Quali und so. Und die meisten sind 2 Wochen vorher dort durchgehend am Testen gewesen. Ja. Und das sind, Dann ist automatisch ein Rückstand. der das ist klar, ja. automatisch verloren, bös gesagt. Ja. Ausser das ist schlechtes Wetter oder so. Mhm. Also irgendwie bestärkst du meine Antipathie gegen den Lando Norris, aber das ist cool. Vielleicht noch kurz geografisch. Eben, du bist in der Nähe von Wohlen, von der Kartbahn aufgewachsen. Und wie hat denn dein Weg ausgesehen? Wie schnell bist du denn eigentlich nicht mehr dort gewesen? Oder wie lange bist du dort gewesen? Und wo bist du nachher hin? Also ich bin eigentlich eben ja, schon bis 18 daheim gelebt, also Esch-Luzern bin ich gross geworden. Und ich bin nachher ums KV an der Freisportschule gemacht, Luzern. Und da hat sich das eigentlich so das eine das andere ergeben. Und durch das Skifahren immer noch war, habe ich halt immer mehr Bezug zu Engelberg als zu Esch, weil ich habe gar nie Freizeit dort verbracht, weil ich bin am Autorennen fahren oder im Skifahren. Ich mag mich noch erinnern, als ich einmal in Valencia Wintertest gefahren bin und am nächsten Tag in Laax ein Skirennen gefahren bin. Das war auch noch interessant gewesen. Gute Erinnerungen. Genau, und durch das ist halt mit Engelberg eben, die haben verstanden, was ich mache. Ein Sportler hat einen anderen Sportler verstanden. Ein normaler 14-, 15-Jähriger hat gar nicht verstanden, um was es eigentlich geht. Und das ist sicher so ein Punkt, wo ja, mich der länger wie mir Richtung Engelberg gezogen hat. Wir haben auch immer eine Ferienwohnung da oben gehabt. Und ja, als ich 18 geworden bin, habe ich gesagt, ich werde in Engelberg wohnen. Ich schlafe schon etwa mal noch daheim, so ist es nicht. Aber ja, seitdem bin ich eigentlich da oben und mein ganzer Kollegenkreis ist eigentlich in Engelberg daheim. Und zum Trainieren ist es dann auch sehr cool in Engelberg, hast du alles. Mhm. Ja. Und wenn du dann auf die Rennstrecke musst, dann Italien, oder wo ist das? Kommt immer ein bisschen drauf an, ein bisschen überall. Ich sage immer, Engelberg ist eigentlich super gelegen für einen Motorsport, weil innerhalb von 6 Stunden bist du fast jeder größere Strecke in Europa mit dem Auto. Und das Flughafen Zürich ist auch nicht so weit weg. Das Wichtigste ist einfach, dass der Flughafen nicht so weit weg ist, sage ich eigentlich immer als ein Rennfahrer. Und Kart fahrst du noch in Wohlen? Ja, genau. Okay. Dort bist du der Chef. Also ich nehme an, wenn du dort reinlaufst, dann gehen die Türen automatisch auf und... Ja, schon nicht gerade Nicht so, grad so. aber ich habe, ja, ich kenne alle dort und es ist immer noch ein Sponsor von mir, also eben, ich habe die Karte heute noch auf der Kartbahn eingestellt, also ich bin schon eigentlich fast daheim dort. Ist das eigentlich so, dass man sich so zwischen den Schweizer dann so in Wohlen misst? Also so, das, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, so ein Deletras, ein Buemi, du,
Oder gibt es das gar nicht? Der Rüstigraben im Motorsport ist auch relativ gross, Ja. weil die französisch sprechenden Schweizer, mit denen hast du leider eigentlich gar nichts zu tun. Eher ein Nico Müller noch oder Neil Gianni, den ich kenne, aber die gehen etwa in Lies fahren. Ja. Also ja, es gibt schon etwa mal, aber leider eigentlich zu wenig. Glaubst du, das würde helfen? Ich glaube, es würde dem ganzen Schweizer Motorsport schon helfen, wenn wir ein bisschen mehr miteinander machen würden. Ja, jetzt mal nochmal ein bisschen eine normalere Medienfrage, die wir aber gleich noch schnell stellen wollen, um ein bisschen ins nächste Thema zu rutschen. Wie fühlt es sich so an, mit 300 km pro Stunde rumzuflitzen? Also, was geht in dir ab? Hast du die ganze Zeit Nervosität? Hast du Freude? Hast du sogar ein bisschen Angst, ist vielleicht das falsche Wort, aber Respekt? Was empfindest du, wenn du wirklich mal das Tempo drauf hast? Also das beste Beispiel, wo du eigentlich das am öftesten hast, finde ich, ist das Le Mans. Über die langen Geraden ab. Und im Dunkeln ist es noch besser als am Tag, weil im Dunkeln fühlt sich alles noch schneller an. Ja. Da fühlst du dich eigentlich wie in einem Spaceship, also wie in einem anderen Universum. Und das ist wie irgendeinem Film oder irgendjemand, ich weiß nicht mehr wer, hat mal gesagt, alles verlangsamt sich und man fühlt sich ganz anders. Und das stimmt eigentlich ziemlich gut. Und für viele, die sich das nicht so vorstellen können, das wäre wie wenn man eine normale 80er-Strasse ausserorts mit 300 fahren. Le Mans ist eigentlich nichts anderes. Das ist eigentlich eine öffentliche Strasse. Ja. Und im Dunkeln siehst du so 2 Meter breit, etwa 50 Meter weit und kommst mit 300. Also, das ist schon so ein ganz spezielles Gefühl. Mit ganz vielen verschiedenen Autos vor allem, oder? Es sind ja verschiedene Serien, die gleichzeitig fahren. Genau, also schnelleres, langsameres und das macht es noch umso interessanter, sagen wir es mal so. Ja. Also was heisst das, macht es noch interessanter? Als ich in die Langstrecke gekommen bin, am Anfang bin ich ein bisschen skeptisch gewesen. Es ist echt das interessant, wenn du 24 Stunden fährst, weil irgendwann, wenn du alleine bist auf der Strecke, ich weiß nicht, irgendwann bist du einfach doch am Fahren. Und nach dem ersten Langstreckenrennen musste ich sagen, voll geil. Du bist immer am Überrunden, du bist immer im Zweikampf, zwar kategorieübergreifend, aber verlierst eigentlich einfacher Zeit im Überrunden als im effektiven Fahren. Und das macht es eigentlich spannend. Also das muss man, ich bin ja nicht der Experte, also Langstrecke ist immer 24 Stunden? Nein, es geht auch 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, also es gibt verschiedene Sachen. Okay, aber Le Mans ist 24 Genau. Stunden und was sind so die meisten? Viele Rennen sind 6 Stunden rum. Okay. Ja. Aber ihr fahrt ja auf den ganz normalen Strecken, die man auch sonst kennt, oder? Ja, Also genau. Spa, Bachrhein-Weiss ist ein 6-Stunden-Rennen. Genau. Abu Dhabi ist doch auch eins. Nein, Katar es gibt für ganz viele verschiedene Orte, wo es fährt. In erster ist wieder Silverstone auf dem Kalender zum Beispiel. Also es ist viele ähnliche Strecken wie auch die Formel 1. Ja. Was ich gehört habe, ist, dass die WEC, also die Langstrecken-WM, mittlerweile die zweitbeliebteste Kategorie ist. Das ist möglich. Also Le Mans das ist eigentlich ein bisschen das, was ich immer ein bisschen schade finde. Le Mans ist, wenn kein Olympia und kein Fußball-WM ist, die grösste Sportveranstaltung auf der Welt. Krass. Auf allen Belangen, nicht nur Live-Zuschauer oder was auch immer. Und das ist eigentlich gewaltig. In der Schweiz geht das leider irgendwie immer runter. Ja, es läuft auf Eurosport und niemand weiss so recht, was so damit anfängt. Medial geht es immer sicher runter. Und es ist auch so ein lustiges Beispiel. Mega viele Kollegen von mir haben gedacht, ich schaue am Sonntagabend Sportpanorama, nachdem ich Le Mans gewonnen habe. Ist mir nicht einmal mein Name gefallen. Krass. Okay. Und dann haben wirklich ein paar gesagt, jetzt längt es mir, schreibe ich ein Mail, das kann ja nicht sein, an SRF. Ja. Und das ist eigentlich nicht globale, offene, faire Medien. Eigentlich nicht das, was das SRF verpflichtet ist, sollen machen, sagen wir es mal so. Ja, also das gibt ja viele Sportarten in der Schweiz, wo ein bisschen unter dem leiden, aber das wäre ein neuer Podcast, den wir da anstoßen, wenn wir über das diskutieren wollen. Du hast Le Mans in der Kategorie LMP2 gewonnen.
Erzähl uns doch mal noch schnell kurz, oder mehr, ich weiß nicht, der Oski weiss es vielleicht schon, oder ihr, die zuhört, Kategorien DTM, ELMS oder ELMS, ich weiß nicht, wie man das sagt, LMP2. Also mir musst es wirklich mal erklären, was jetzt genau der Unterschied ist. Und du bist in der LMP2 gefahren. Genau, also ich tue eigentlich immer das gerne vergleichen mit dem, wie im Skifahren, mit den Disziplinen Abfahrt, Super-G und so. Du hast ja verschiedene Disziplinen im Motorsport. Also eins ist die Formel 1, das kennt ja jeder, das muss man eigentlich nicht erklären. Dann hast du Langstrecke, das ist eben, wie es schon sagt, lange Rennen, Minimum 4 Stunden eigentlich. Das Auto ist eigentlich nicht viel anders als ein Formel 1 Auto. Das, was ich fahre, der grösste Unterschied ist, es hat ein Dach und es hat Licht. Wie es funktioniert, ist eigentlich genau das Gleiche. Der Frontflügel ist einfach innen dran und bringt auch genug Abtrieb, um auf dem Dach zu fahren. Also basically relativ simpel zu erklären, ist nicht ein riesiger Unterschied. Es ist ein bisschen schwerer, aber eben, es muss auch 24 Stunden haben. Das Formel 1 Auto kannst du nicht 24 Stunden am Stück fahren. Das geht voneinander. Und dann DTM ist lang eigentlich, bevor der Langstreckenboom gekommen ist das eigentlich in Europa das grösste gewesen, neben der Formel 1. Habe ich auch noch das Vergnügen gehabt, das Jahr zu fahren, wo die deutschen Autowerke sich ausbettelt haben. Sie haben es leider ein bisschen übertrieben mit Professionalität, dass irgendwann die Kosten zu hoch sind für den Nutzen, sage ich jetzt mal so. Und dann ist das ein bisschen bergab gegangen, darum haben sie das Auto gewechselt auf GT3. Die GT3 ist eigentlich wieder eine andere Kategorie, die fahre ich auch in der Langstrecke mit. GT3 muss eigentlich ein Serienauto sein, also Serienchassis. Das berühmteste ist ja so Porsche, oder? Porsche oder der Mercedes GT sind so Autos, die man noch kennt, oder Audi R8, wo einfach wirklich Serienchassis haben müssen. Motor muss auch Serie sein und den Rest darfst du modifizieren nach Regularien. Das ist eigentlich eine gute Formel, die funktioniert. Die Leute können sich relativ gut identifizieren damit. Ist auch finanziell für Teams und Autowerke günstig zum Betreiben und das funktioniert global relativ gut. Es gibt auch viele Serien davon. Dann hast eben du die Formel E gibt's noch. Das ist... Was ist eigentlich deine Meinung dazu? Das nimmt mich jetzt noch Wunder. Niemand sagt nein, zum dort zu fahren, weil es sehr viele gute Fahrer hat und sicher finanziell sehr gut dran ist, weil es künstlich gepusht wird. Aber jetzt so als Motorsportler? Es geht um etwas anderes. Es ist eigentlich effektiv der am wenigsten Energieverbrauch gönnt. Es ist ganz eine andere Disziplin eigentlich. Und was man davon halten oder nicht, für das muss man es mal fahren. Ich sage, es ist ein bisschen wie eine grosse Go-Kart. Gefühlt. Und eben, ein bisschen leislicher. Ja, leider. Also ich habe gern, für mich sind ein lauter Motor ist einfach Emotion und jeder Zuschauer sieht das wahrscheinlich gleich. Und ein kleines Problem an der Formel E ist, dass der richtige Motorsportfan sich schwer auf Formel E schauen. Und der auf die Ökologie schaut nicht Autorennen, weil er nicht für Autorennen ist. Darum ist es ein bisschen die Frage, für wer ist das? Das Niveau vom Fahrer her, von der Meisterschaft, ist wirklich cool. Sie fahren auch an coolen Ort. Und also, wenn es die Möglichkeit gibt, würde ich auch Formel E fahren. Also, so ist es nicht. Ja. Aber jetzt sind wir eben bei der Langstrecke, oder? Genau. Und Langstrecke ist so ein bisschen die neue Zauberformel, die sehr gut funktioniert, wo bald alle Autowerke mitmachen, die Rang und Namen haben. Wir sind mittlerweile über 12 Autowerke dabei. Und da gibt es verschiedene Meisterschaften. Das ist eigentlich, es gibt eine Europameisterschaft, das ist die LMS, das heisst European Le Mans Series abgekürzt. Ja. Dann gibt es die asiatische, die heisst Asia, also ALMS. Und dann gibt es die IMSA, das ist die amerikanische Meisterschaft. Und dann gibt es eben die WEC, das ist die bekannteste World Endurance Championship. Und dort ist es Bestandteil von der Meisterschaft Le Mans. Und alle anderen, die das Le Mans fahren, wie die LMP2, da musst du dich über die LMS oder
die 3 Meisterschaften qualifizieren, dass du dich mitfahren darfst in Le Mans. Das ist so ein bisschen so Olymp eigentlich. Ja. Und so ist das eigentlich ganz einfach erklärt. Jede Meisterschaft hat ein bisschen andere Regularien oder auch Autos, die mitfahren. Weil Hypercar, wo die Autowerke dabei sind, gibt es nur in der IMSA, also in der amerikanischen und in der WEC. Und sonst sind LMP2 eigentlich die schnellsten Autos, die fahren. Wie groß ist denn der Geschwindigkeitsunterschied jetzt? Vielleicht, also es sind alle nicht langsam, aber ich nehme an, eben, du kannst ja überrunden. Von was reden wir da vom Max-Geschwindigkeitsunterschied? Es ist eigentlich geradeaus, sind alle Autos schnell. Weil Okay. umso schneller das Auto das du hast, umso langsamer bist du eigentlich geradeaus, weil du mehr Aerodynamik am Auto hast und das kostet dir schnell Topspeed. Einfach erklärt. Und das GT-Auto hat natürlich weniger Aero, also fährt es geradeaus auch schneller. Weil Motoren haben die auch grosse drin. Ja. Und in der Kurve machst du eigentlich den Unterschied. Also in einer schnellen Kurve kann es schon sein, dass 60, 70 km schneller bist als ein GT3-Auto. Und dann musst du irgendwie aussen oder ja, manchmal brauchst du halt ein bisschen Gottvertrauen, dass das funktioniert. Wie handelst du das? Also ich meine, nach etlichen Stunden in dem Auto, du merkst jetzt, dann muss ich gerade noch mal richtig fokussiert sein, es kommt eine Kurve, ich muss überholen. Was geht da in deinem Kopf vor? Oder ist das so automatisiert, dass auch dann noch einfach eben hoffen kannst und dir vertrauen kannst, du kannst es? Viel ist Instinkt. Wenn du überlegen musst, ist eigentlich schon verloren, weil in der Regel passiert dem Fehler. Ja. Und gerade über letztes Jahr, als ich das Rennen gewonnen habe, ich bin die letzten 2 Stunden gefahren und der Zweitplatzierte war nie mehr als 20 Sekunden hinter dran. Boah. Also das heisst, Ein Fehler du und... musst Gas geben. Ja. Also, und so ist auch gefahren worden. Also wirklich Ja. 99% und mehr. Und dann der Zöger ist auch nicht beim Überrunden, dann gehst du einfach. Ja. Weil du verlierst schnell mal 2-3 Sekunden. Wenn du 5-mal hinter einem hängen bleibst, ist der andere dran. Mhm. Also du bist ja bei eurem Sieg 9 Stunden gefahren, wenn ich das richtig Ja, das gelesen kommt habe. etwa hin, ja. Mit einem gebrochenen Fuß. Genau. Im ersten Fahrerwechsel ist mir einer über den Fuß gefahren. Und es war 3-mal gebrochen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Hast du das gespürt dort? Also hast du gewusst, er ist gebrochen oder hast du einfach gedacht, das tut weh? Und... Es hat sich gar nicht gut angefühlt. Ja. Aber ja, ich habe gewusst, es wird jetzt durchgebissen. Und Welcher Fuß ist es? der gewesen? Bremsfuß leider. Also der linke Fuß. Wie streng ist das? Also wie muss ich mir das vorstellen im Vergleich zu einer normalen Autobremse? Musst da, ich nehme an, du kannst nicht einfach das Fußgelenk so abdrücken, sondern du musst richtig stoßen. Es ist nicht vergleichbar. Du musst etwa 150 Bar, also entspricht etwa 150 Kilo drücken. Scheiße. Und ist mit einem Bein. ja, also es ist immer klar, die G-Kräfte helfen dir auch noch. Beim Ja. Bremsen jetzt zum Du- Beispiel. Du Das liest nimmt ja viel, ja, ja. genau. Aber das ist dann schon, dank Adrenalin ist das gegangen. Ich weiss bis heute nicht, wie es sonst hätte sollen gehen. Weil der Arzt hat sich nicht erklären können. Der hat mich nachher gefragt, machst du sonst noch Sport? Oder etwas, wo Fußmuskulatur ist. Ich so, ja, ich bin lange Skirennen gefahren. Ich habe gesagt, es muss wahrscheinlich das sein, dass der Fuß von den Muskeln wie zusammengehauen worden ist. Weil es hat sich nicht verschoben. Lustiger, also zum Ach. Glück. Okay. Und wo ich es immer gemerkt habe, ist Slow Zones, also dieser Code 80, wo du musst 80 fahren, wenn ein Unfall ist, und Safety Car. Aber bei voller Fahren ist es irgendwie problemlos gegangen. Scheiße, aber geil. Also nicht geil, dass du den Fuß gebrochen hast, aber geil, dass es hast können durchziehen. Ja, das ist wirklich eine Ehre für uns, dass wir dich dürfen, bei uns haben. Was ich mich frage, wie sieht denn das aus mit diesen Schichten an so einem Rennen in 24 Stunden? Eben, du wechselst, schlafst du oder wie schlafst du? Oder was machst du in dieser Zeit? Alles außer das Autofahren? Also zuerst mal, ich rede jetzt von einem normalen Le Mans, nicht das letzte mit dem Fuß, das war ein bisschen Ja. spezial gewesen. Normale Le Mans, also zuerst musst du mal schauen, dass du genug Nahrung zu dir schaffst.
weil du verbrennst über 10'000 Kalorien in diesen 24 Stunden. Das wäre nämlich gerade, ich habe das extra aufgeschrieben, weil das ist immer so ein Vorwurf, wo ihr ja habt, dass Rennfahren kein Sport sei. Ja, aber ich sage jedem, gang mal nur 20 Minuten Meerkorb fahren. Findest niemanden, der nicht schwitzt. Und Meerkorb fahren ist jetzt wirklich nicht anstrengend. Also was ist das? Mietkart. Mietkart, sorry. Ich hatte gedacht, das ist eine neue Kategorie. Nein. Das sage ich jedem, gang mal einfach Ja. und da findest du niemanden, der nicht schwitzt. Mhm. Und eben, es ist inoffiziell der anstrengendste Sport auf der Welt. Weil es gibt eigentlich keinen Sport, wo so einen hohen Durchschnittspuls hast wie als Autorennfahren. Es kann dir zwar niemand 100% erklären, wieso, weil Ja. effektiv sitzt du ja eigentlich gleich im Auto. Ja, aber wenn ich mit 300 Sachen irgendwo runterheize und weiss, wenn irgendetwas schief geht, ist es gewesen, dann hätte ich auch einen höheren Das ist Puls. wahrscheinlich der Grund für deinen Puls, aber für seinen nicht. Es ist mehr laut Forscher und Ärzte ist man zum Entschluss gekommen, dass das wahrscheinlich muss sein, weil das Hirn sehr viele Bilder muss verarbeiten muss. Ja gut, das macht Sinn, ja. Und das braucht natürlich viel Blut. Und die Gehkräfte natürlich auch, wenn du 4-5-fache Körpergewicht hast, das geht dann schon an die Substanz. Mhm. Und das sind sicher das... Sag mal den Nacken. Ist Stierennacken. Ist ja. Genau, ich mache schon quasi Schwingerübungen. Und durch das ist eigentlich eben, ist das schon sehr ausgeprägt, plus eben Lenkrad musst du gleich mögen und Bremsen und Nacken haben. Eben, der Helm ist ja schon leicht, aber wird halt auch schwer, wenn Das 4, multipliziert 5... sich schnell, Ja, ja. genau. Wie hat sich dein Training geändert, wo du gewechselt hast in die Langstrecke? Sicher mehr Ausdauer. Ja. Definitiv. Und auch mal in der Nacht aufgestanden und trainiert. Einfach, dass du auch weißt, wie sich das anfühlt. Aber das machst du alles im Simulator? Ja, teils auch. Oder eben körperlich auch einfach mal aufstehen und am Morgen um 3 Uhr joggen legen. So. Okay. Und noch zurück zum Rennen. Und eben, da sieht eigentlich der Ablauf aus, Genau, ja. dass nach dem Fahren noch schnell mit dem Ingenieur redest. Nachher gehst in der Regel in die Massage, isst etwas und dann gehst du schlafen. Und ich habe immer mit Tränen dabei zu Le Mans, weil ja, du brauchst eine Ansprechperson, die zu dir schaut. Und der ist auch verbunden mit der Box. Also wenn es jetzt eine Emergency gibt, das musst du nicht kleiner fahren, das kannst du reagieren. Wenn zum Beispiel Wettergabriolen in Sicht sind, dann schlafst du halt im Rennkombi. Und direkt hinter der Box, dass du schneller kannst reagieren. Und nachher tust du dich eigentlich wieder aufwärmen, weil es ist schon noch komisch, wenn du am Morgen um 3 nach dem Schlaf ins Rennauto steigst. Das ist nicht so vorstellbar und du hast ja nicht Zeit zum Einfahren. Es ist, du fährst aus der Box und jede Sekunde, die du nachher verlierst, ist verloren. Ja. Also eigentlich schon beim Fahrenwechsel. Da machst du in 120 Sekunden mit 6 Punktgurten angurten. Also, Das ist crazy. Die Videos, wie ihr so rausgezogen werden und reingesteckt. Du solltest dort schon nicht schlafen. Ja. Und das sind so Sachen, das ist noch schwierig, sich das zu vorstellen und eben, dann geht es los. Und mit kalten Pneus das erste Mal hinten runter mit 300 und dann schüttelt sie durch, dann bist du spätestens wach. Oh Mann. Aber hast du eigentlich so eine Lieblingszeit zum Fahren? Also weißt du, wenn ihr euch die Schichten einteilt, sagst du so, boah, keine Ahnung, irgendwie in der Nacht wäre hure geil oder Dämmerung oder Sonnenuntergang oder Tag ist auch easy, ich weiß nicht. Ich weiss nicht wieso, ich fahre am liebsten in der Nacht. Dann siehst du Lichter und dann weißt du, Wegen dem, was du vorher gesagt hast, es fühlt sich einfach alles noch ein bisschen intensiver an. Mega viel wollen zwar nicht in der Nacht fahren, aber ich weiss nicht, es ist noch ein bisschen mehr pures Fahren, noch ein bisschen mehr Instinkt fahren. Ich finde es mega cool in der Nacht. also gerade bei Le Mans gibt es ja die lustigen Videos, wenn Kommentatoren in der Nacht so langsam durchdrehen. Ist das als Rennfahrer auch so? Das kommt eigentlich erst, wenn es wieder Tag ist. Weil du hast jedes Mal das Gefühl, das Rennen von erst um 4 Uhr am Nachmittag. Du hast eigentlich jedes Mal das Gefühl, wenn es Tag wird, jetzt geht es nicht mehr so lang. Und dann realisierst du eigentlich, das stimmt ja gar nicht. Und das sind dann so ich finde das fast die schwierigsten Stunden, so bis am Mittag. Nach dem Mittag ist es dann wieder besser, weil dann ist es wie absehbar, aber das ist der Zeichen, weil dann kommt die erste Müdigkeit
und dann kommt die Sonne und die scheint er wirklich in Le Mans an der dümmsten Kurve voll ins Cockpit rein. Und das ist dann schon ein bisschen Blindflug. Das ist dann schon ein bisschen zäh. Vielleicht zum Einordnen, eben, du hast Le Mans letztes Jahr gewonnen. Ich kenne das Rennen einfach, weil man es kennt. Der Oski kennt es viel besser, er interessiert sich wirklich für das. Ich schaue es manchmal. Also ich interessiere mich auch für das, aber ich kenne es weniger gut. Du uns das mal ein bisschen einordnen in der Szene, was das bedeutet, wenn man das gewinnt und ja, sich Champion kann nennen. Also ist das eben, du hast es mal irgendwo in einem Artikel glaub, mit einem Olympiasieg verglichen. Was ist das genau in der Szene? Es gibt eigentlich die grössten 3 Rennen sind Monaco zu gewinnen, Formel 1, Indy 500 gewinnen, IndyCar und Le Mans. Triple Crown. Genau. Und das ist eben wie ein Olympiasieg. Es findet schon jedes Jahr statt, das ist der Unterschied zu Olympia, aber es ist unglaublich gross und eben für die es interessiert, ich glaube, das Bild, das ich vom Podium auf Insta gepostet habe, zeigt schon genug. So weit das kannst du schauen, siehst du nur Leute. Also ich glaube, es gibt nie ein Bild auf der Welt, wo so viele Leute auf einen Blick siehst wie dort. Vielleicht, wenn der US-Präsident das erste Mal redet, aber ich glaube nicht einmal dort. Und das ist schon ganz speziell. Und Le Mans, das baut sich auf über 10 Tage. Da bist 10 Tage vor der Reise an, dann hast du in der Stadt schon mal die ersten Bekanntgaben und Termine und dann hat schon 10 Tage vorher 20'000 Leute. Und du denkst so das erste Mal so, okay, das ist noch speziell. Und das baut sich durch die ganze Woche auf, mit Autogrammstunden, mit Presseterminen und. Und dann ist am Freitag vor dem Rennen Fahrerparade in Le Mans. Ja, die ist geil. Wo ihr so auf den Autos so Genau. hockt. Ja. Und du rührst irgendwelche Seich in die Zuschauer raus und die gehen ab. Also da fühlst du dich wirklich wie ein Rockstar. Und da unterschreibst du manchmal Sachen, glaubt dir gar niemand. Was ist das Kurioseste, was du unterschrieben hast? Also ich habe schon Brüste unterschrieben. Gut, das habe ich vermutet. Also das ist wirklich ganz verrückt. Und das ist, da kannst du einfach ein riesen Gaudi daraus machen. Umso mehr das abgehst, umso mehr gehen die Leute ab. Und das ist wirklich cool. Und eben, das glaubt dir gar niemand, wenn du das nicht mal gesehen hast. Und das ist jedes Jahr ist das wieder etwas ganz Spezielles, wo du einfach nicht vergisst. Und jeder, der mitkommt, bringt es mal gar nicht mehr zu. Und nachher eben über die ganze Woche ist weit über 1 Million Leute vor Ort. Ja. Und das ist extra DJWs, die von Paris fahren. Nur als Beispiel, in welcher Dimension das man da redet. Und dann am Samstag mit der ganzen Startaufstellung, mit der Show, was hier abziehen. Letztes Jahr ist der LeBron James gekommen und hat die Fahne geschwungen. Und da siehst du alles, Zidane und alles, was Rang und Namen hat, ist auf dem Platz. Dann kommt noch eine Heli-Show, Flugzeugshow. Wenn alle Franzosen die Hymne singen, das ist, kommen schon Tränen nur in der Startaufstellung stehen, weil es so speziell ist. Ja, das glaube ich. Und das Rennen ist jedes Jahr innerhalb von den ersten 5 Stunden, wo die Tickets online sind, ausverkauft. Krass. Sie machen jedes Jahr 30'000 neue Plätze und es ist immer ausverkauft. Krass. Und sie wettet 100'000 ausstocken, aber sie können mit Bewilligung nicht über, weil es zu gefährlich ist wegen der Sicherheit. Ja, Le Mans gibt es ja ein paar Beispiele, wie es auch schon schlecht geendet hat. Aber unabhängig davon, eben, wenn du so erzählst, von dem bekomme ich gerade Lust, irgendwann auch mal zu kommen. Wenn ich das jetzt machen würde, was würdest du mir empfehlen? Wie müsste ich mich als Zuschauer vorbereiten, um auf Le Mans zu kommen? Also ich habe gesagt, ich werde irgendwann, wenn ich es nicht mehr fahre, einfach mal als Zuschauer gehen. Einen Schlafsack mitnehmen und irgendwo an der Strecke pennen. Einfach, dass du das richtig vornimmst. Weil du hast die ganze Woche durch noch Live-Acts und Partys und Zeug und Sachen. Also es ist wirklich eigentlich ein Festival einfach mit Motorsport.
Und ich glaube, das ist wirklich empfehlenswert für jeden, das mal zu schauen. Das ist unglaublich, was dort abgeht, die ganze Woche. Wie würdest du es vergleichen mit einem Formel-1-Rennen? So als Zuschauer? 10-mal besser. 10-mal besser? Vielleicht sogar noch mehr. Weil Formel 1 bist du wie eine Marionette, hast deinen Sitzplatz und fertig. In den ganzen Langstreckenrennen kannst du dich frei bewegen. Kannst eine stehen schauen, dann dort schauen. Du kommst auch ins Fahrerlager rein. Kostet schon ein bisschen mehr, aber ist noch bezahlbar. Mhm. Und du siehst 10-mal mehr Motorsport. Formel 1 ist Show. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist gar nicht wirklich der wahre Motorsport. Mhm. Und Sehe ich, ja. das ist du zu Le Mans, hast du die Hardcore-Fans. Das ist wirklich noch so, wie Motorsport war, so Senna-Zeit oder was auch immer. Das ist noch ein Beispiel. Letztes Jahr nach dem Sieg sind wir rausgefahren. Im ersten Kreisel sind etwa 20 Engländer im Kreisel am Party machen. Geil. Nach dem Rennen. Also die sind wahrscheinlich schon 40 Stunden wach gewesen. Und da habe ich gesagt, wir halten jetzt an. Angehalten, ich auf einem Bein rausgekumpelt mit dem Champagnerflaschenkranz und dem Pokal. Und dann haben wir einfach auf eine Party machen, mit dem Kreisel in Le Mans. Geil. Und es sind die Leute, es ist länger wie grösser Party geworden. Es sind Leute ausgestiegen, haben mitgemacht. Was haben den ganzen Kreisel abgeschaltet? Ja, oder was? ja, so ungefähr. Die Leute haben angefangen hupen und johlen. Nachher irgendwann haben wir, nach ein paar Stunden sind wir dann weiter. Und in der Stadt sind wir noch schnell etwas essen geholt. Es war auch nichts mehr anderes als McDonalds übrig gewesen. Dort drinnen, die haben gerade aufgehört zu arbeiten, wo mit dem Pokal reingelaufen ist. Es ist das nächste Gaudi losgegangen. Geil. Das ist schon ganz cool. Also es ist wirklich so, wenn ich mir das vorstelle als Sportveranstaltung. Und hast auch nie irgendwelche Streitereien oder Schlägereien. Es ist alles friedlich, alle Nationen durcheinander. Und ja, es ist Vollgas. Also es ist schon nur am Abend nach dem Nachttraining heimfahren mit dem Auto. Es hat auch viele Holländer. Die können schon gar nicht Velo fahren, aber sie machen es gleich noch. Ja, Es das ist, kann ich mir schon, vorstellen. es ist so cool, das zu sehen. Also die 24 Stunden nach dem Rennen tun noch fast besser als die 24 Stunden vom Rennen. Also läuft die ganze Zeit, es ist toll los dort. Geil. Ja, das klingt richtig gut. Ist in dem Fall, es ist deine Lieblingsstrecke? Es ist das kühlste Rennen und eine Rennstrecke, die ich schon gefahren bin, finde ich. Okay. Klar, eben, wenn du etwas gönnst, ist es immer cooler, Ja, als das- wenn du nie Erfolg hast, aber es ist wirklich cool. Ja, Der Rotsee unter der Rennstrecke. ja sag Für dich. nicht, sag nicht. Nur die Ruderer, die gehen in dem Fall nicht so hart oder nicht so voll rein wie Motorsportfans. Das ist, glaube ich, schon so, ja. Vielleicht, du hast es vorher angetönt, was mich als ehemaliger Leichtgewichtsruderer noch wundernimmt, ist dein Gewichtsmanagement. Du hast gesagt, je leichter, desto besser. Ja, wie lebst du mit deinem Gewicht? Also musst du spezifisch schauen, dass du nicht zu schwer wirst? Oder machst du das eher punktuell an den Wochenende selber? Also für Le Mans bin ich immer ein bisschen leichter als sonst generell, aber es ist schon so, ich bin nicht ganz gross, aber auch nicht ganz klein und durch das muss ich halt schon ein bisschen mehr schauen als andere. Und ja, es ist schon, ich habe jetzt nicht fix 1000% einen Essensplan, was, wie, wo, wenn, weil ich muss sagen, irgendwie, ja, musst auch mal etwas essen, was du gerne hast, das Was gibt's denn? geht dir auch besser, bringst auch mehr Leistung, also das Glas habe ich halt schon auch mal gerne oder so. Gut, das klingt jetzt nicht so schlimm. Und, Aber ja. Das kenne ich anders von dem. und das ist dann schon auch zäh, aber es ist gleich ein Punkt, wenn du zu leicht bist, dann gehst du einfach in Le Mans in ein Zuckerloch rein. Mm. Und das ist dann sicher auch nicht positiv. Wenn du im Das Rennen auch- Zuckerloch mit 300 ist wahrscheinlich noch schlimmer als ein Zuckerloch auf dem Velo, ja. Aber ich nehme an, ihr nehmt alles über den Schlauch auf, oder? Wir haben einfach trinken. Ja. Aber ich fahre meistens auch nicht trinken, weil dann bist du noch ein Kilo leichter, Minimum. Und wie Okay. machst du, also... Was macht das Kilo aus? Also wir reden bei 10 Kilo reden wir in Le Mans von... Es gibt Leute, die sagen bis eine halbe Sekunde pro Runde. Schon eine lange Runde, aber Mhm. gleich. Also wenn es auch nur 2 Zehntel ist, spürst du gleich. Ja. Und Crazy, ja.
durch das ist schon, ja, ich trinke einfach, es stimmt, es ist immer bis zum Nachtanken etwa 45 Minuten. Und dort komme ich amigs bei diesen 30 Sekunden, wo du an der Box stehst, ganz schnell etwas trinken und dann trinke ich dann etwas. Und was nehmt ihr so für Supplement? Weißt du, so irgendwie Koffein oder Zeug, die dich wach behalten? Oder was ist in dem Getränk drin? Das muss ja schon etwas richtig potent sein. Das ist so, also jeder hat wieder schwört ein bisschen auf etwas anderes. Ich benutze es schon länger, Herbalife, finde ich für mich gut. Eben, jeder sagt etwas anderes, wie bei allem, so Zeug. Ich glaube, es ist auch persönlich abgestimmt. Was ich auch immer gut finde, ist wegen dem Zucker ein Gocki hinterher hauen nach dem Fahren. Ja, finde ich auch geil. Es ist irgendwie, Fahrt schnell ein. ja, es funktioniert. Macht nicht unbedingt Sinn für wenn man nicht im Profisport tätig ist, das zu denken. Aber jeder hat wieder etwas anderes, was funktioniert. Ja, okay. Ja, das ist spannend. Aber es ist krass, eben auch 10 Kilo. Es animiert einfach zum leicht zu sein, der Sport. In so vielen Sachen, außer du bist irgendwie Schwinger oder so, aber auch dort ist heutzutage ist es ein bisschen anders. Ja, vielleicht noch ein paar Sachen, die in die Zukunft blicken. Die Saison 2025 steht jetzt dann gleich an. Wann fährt die bei dir an und was sind dort so deine markierten Highlights vom nächsten Jahr? Es kommt immer ein bisschen darauf an, was du fährst, wenn sie anfängt. Ich denke, im Normalfall im März geht es dann bei mir wieder los mit den ersten Testfahrten. Und ja, es ist noch nicht ganz 100% entschieden, was ich fahre, aber im Normalfall schon Langstrecke. Also das ist eigentlich schon gegeben. Das Le Mans ist auch in Aussicht, aber ja, also die letzten Details müssen da noch geregelt werden. Wie oft sitzt du jetzt im Kart, bis die Saison wieder anfängt? Also jetzt in den nächsten 2 Monaten ist höchstens Simulator, weil es bringt nicht viel bei fast Minusgrad zu fahren. Außer du bist der Verstappen und wirst gezwungen von deinem Vater. Ja, aber auch der ist nicht bei Minusgrad gefahren. Die sind auf Italien gefahren, Ja. dort würde es Sinn machen. Und das heisst, bei dir daheim in Engelberg steht ein fetter Simulator. Oder wo hast du den? Nein, ich gehe eigentlich immer zu Horgen bei der Racing Fuel Akademie fahren. Und ich finde es besser, weil wenn du daheim fährst, dann fährst du einfach wie zocken. Also dann spielst du wirklich Computerspiele wahrscheinlich. Weil wenn ich gehe, dann gehe ich seriös das durchfahren, wenn ich es für sinnvoll finde. Und dann und dann gehe ich wieder, weil Simulator kann auch negativ sein, weil du kannst im Simulator fahren wie in echt nicht und bist wahrscheinlich schneller. Weil Ja. über die Curbs kannst du mehr räubern, die Autos nutzt es ja nicht ab im Simulator zum Beispiel. Und das sind so Sachen, die ich nicht machen will. Ich will einfach möglichst realistisch trainieren. Ja. Was mich wundernimmt, eben wenn wir beim Thema Zukunft sind, werden wir dich irgendwann mal wieder im Formelsport sehen. Eben Formel E hast du gesagt, wärst du tendenziell offen dafür? Gibt's, oder anders gefragt, gibt es noch sonst Rennserien, die dich reizen jetzt in nächster Zeit? Also was mich schon immer würde reizen, wäre noch IndyCar. Liebe ich übrigens. Aber das Problem ist, als Schweizer ist das ja ein bisschen schwierig, weil es ist wie überall im Motorsport, es hat überall Schweizer Sponsoren. Der Schweizer Staat sponsort ja, glaube fast Formel 1 indirekt mit MSC, weil ist ja, glaube auch beteiligt. Okay. Ja. Was ich mal gelesen habe, wenn ich Also jetzt den, kein die Seifert Kreuzfahrten. sage, die Kreuzfahrten. Ja. Zum Beispiel, und jede Uhrenmarke von der Schweiz ist ja eigentlich auch dabei. Die UBS. UPS oder eben Tauger, alles was Rang und Namen hat. Und ja, wir müssen eigentlich so etwas können begeistern, für in die IndyCar zu gehen. Dann würde es sicher funktionieren. Ich sage immer, da sind die Franzosen ein grosses Vorbild. Bordeaux. Ja, auch einfach, wie die das machen. Die nehmen lieber 3 Franzosen als kein Franzosen zu haben. Und der Schweizer tendiert lieber, ja, aber in der Schweiz bin ich ja schon Marktführer oder kennt uns schon jeder, wieso soll ich einen Schweizer nehmen? Und der Franzose, dem ist das gleich, der ist einfach loyal und patriotisch und nimmt den Franzosen. Und das ist das, was ich manchmal ein bisschen schade finde in der Schweiz.
Nein, Indie fände ich ganz krass. Also das habe ich auch angefangen zu schauen, so während Corona. Und also, wenn du es vergleichst mit Formel 1, also viel mehr Action, das finde ich viel geiler. Zum Schauen, nicht als Overall Experience, aber... Es ist sicher auch noch gefährlicher, weil die amerikanischen Rennstrecken sind schon sehr oldschool. Also, die kannst du schon weh machen mit Abflügen. Dort hat ein Stadtkurs noch einen Betonwand. Ja, das ist diskussionslos. Ja. Du findest auch permanente Rennstrecken, die Betonwände hat. Eine weiss ich, geht gerade so knapp Vollgas mit 82. Ja. Aber wenn du dort abfliegst, ist einfach links und rechts Betonwand. Also, nicht der Reifenstapel oder die Safety-Ding, was in der Formel 1 hat. Also, das tut dir schon ein bisschen mehr weh. Ja, das glaube ich. Ja, ich habe noch 2 Fragen zum Abschluss für dich. Die eine ist, hast du uns oder mir ein paar Tipps, wenn wir jetzt nächstes Mal Go-Kart fahren, für wirklich Laien, auf was müssen wir schauen, wenn wir unsere Kollegen besiegen wollen? Wo können wir am meisten einfach Zeit rausholen? Am besten kommen wir mal mit mir mit. Wow, das wäre sehr also geil. Sofort, keine Frage. Nachdem, okay, das wäre ein guter Tipp, aber jetzt für die nicht können mit dir mitkommen. Ist immer schwierig zu sagen, einfach so, weil mir geht immer sehr viel durch den Kopf. Also eins ist sicher mal, ich würde Säufeli anfangen, weil wenn du all die Runde einmal den Dreier hast, findest du auch keinen Rhythmus. Also das ist mal etwas Simples. Und das nächste ist schauen, dass du Temperaturen treffen bekommst, auch dass mal richtig Bremse ist oder eben Zickzack fahren haben sie zwar nicht gerne auf der Kartbahn, weil in der Regel kommt es nicht gut. Aber ja, so Sachen und nicht unbedingt lenken und bremsen gleichzeitig. Das geht schon ab einem gewissen Punkt, aber sicher nicht empfehlenswert zum Reinkommen. Ist Driften gut oder schlecht? Es ist eigentlich sehr langsam. Okay, also lieber nicht. Lieber nicht. Also ich sage immer, ein guter Punkt ist eigentlich, zuerst mal schauen, was die Rennkarts fahren, wo die durchfahren, die Linie technisch, weil die Linie ändern nicht gross, wenn es auch viel schneller ist. Und das hilft jedem. Eigentlich sage ich immer, am schwarzen Gummi am Boden anfahren, dann bist du in der Regel nicht so weit daneben. Okay. Ja, das nehmen wir uns zu Herzen. Zweite und letzte Frage. Von dir, ich habe nämlich auch noch eine. Okay, du siehst, wir sind ready. Wann gehst du voll rein? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, es gibt immer wieder so Punkte, wo mein Ehrgeiz durchgeht mit mir. Es muss nicht unbedingt auf der Rennstrecke sein, kann auch sonst sein. Beim Freeride oder so, wenn dann ein Aussteiger ist. Nein, auf der Rennstrecke ist klar, wenn es um alles geht. Eben zu Le Mans. Ich glaube, die anderen haben mich über den Kopf überholen. Ich habe mich in der letzten Stunde nicht überholen. Entweder wäre ich beide gestanden oder ich gönne. Und das haben auch alle gewusst, darum bin ich die letzten 2 Stunden gefahren. Also, sehr geil. alles oder nichts. Ja, und sonst außerhalb vom Fahren? Hast du gesagt, mit dem Skifahren? Das ist so. Also, mit meinen Kollegen, wenn wir uns irgendetwas reinsteigern, wer der Beste ist in dem, ja, dann geht man auch manchmal über das Regelbuch rein, wenn man auch ein Brettspiel spielt oder so. Boys will be boys, ja. Ich habe auch noch eine letzte Frage zum Abschluss. Eben, du wirst jetzt sicherlich diese Saison nur mal Langstrecken fahren. Wenn jetzt in einem rein hypothetischen Szenario dir noch 2 Teamkollegen dürftest aussuchen, um diese Saison mit dir zu bestreiten, wer würdest du mitnehmen? Ich denke, der Max. Allrounder? Ja, Allrounder, und ich finde, das ist noch wirklich einer, der einer von den Formel 1-Fahrern, der Formel 1 fährt, weil er es liebt und ist noch ein Vollblut-Rennfahrer. Gibt es in meinen Augen nicht mehr so viel. Und das finde ich wirklich cool. Und sonst, wer nimmt ihn noch? Ich glaube, der Paul Di Resta, mit dem bin ich ja da so gefahren. Ist ja dort im Champion und auch Formel 1 gefahren. Es hat sehr gut harmoniert und passt. Sehr geil. Wie heisst das Team? Was geben wir dem für einen Namen? Weiß doch auch nicht. Swiss Racing Force oder irgendwas. Swiss Racing Force, perfekt. Finde ich geil. Geiler Abschluss. Ja, mit diesen Abschlusswort vom Teamchef von Swiss Racing Force sind wir am Ende vom heutigen Podcast, von der sogenannten Weihnachtsfolge, für die
Ist eine rassige Weihnachtsfolge gewesen? Ist eine schnelle Weihnachtsfolge gewesen. Der Samichlaus oder der Weihnachtsmann, der weiss jetzt, wie er muss umreisen muss. Ja, Fabio, merci vielmal, dass du bei uns warst. Wir haben es wirklich sehr interessant gefunden und eben, würden sehr gerne mal mit dir Kart fahren. Ja, wir wünschen dir eine schöne Zeit und eine gute Vorbereitung auf die neue Saison. Und dann alles Gute für den Start, wenn es losgeht. Danke vielmals, wünsche ich auch. Und dann machen wir doch noch im Kartfahren gerade eine Folge auf der Kartbahn, oder? Unbedingt, unbedingt. Also uns würde es mega freuen. Und ja, in dem Sinn, danke euch allen. Vielleicht, wo kann man dich, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wo kann man dich finden? Also die Leute draussen, wenn ihr den Fabio wollt, unterstützen oder ihm einfach wollt folgen, was er macht, wo findet man dich? Social Media, also Insta, Facebook sicher. Und Website habe ich auch noch. Und ich finde, es gibt auch noch mehr Informationen, eben Gönnerclub-Sachen. Ich habe noch für die WhatsApp-Gruppe, wo es noch ein bisschen Inside-News gibt und so. Also da gibt es ein paar Möglichkeiten, um Hintergrund-Stories zu bekommen. Geil. Unbedingt drauf gehen. Und in dem Sinn, geht nicht nur beim Fabio drauf, folgt auch uns auf Instagram, Pauline_Podcast. Vergesst den Podcast nicht zu abonnieren, das könnt ihr auf Apple Podcast und auf Spotify. Und ja, wir geben uns Mühe, wie ihr seht, die besten und liebsten Gäste vom Sport bei uns zu haben. Genau. Und darum, schöne Weihnachten, macht's gut und bis nächste Woche. Ciao zusammen. Ciao. Tschüss zusammen. Fantastisch. Nice.